Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin's, der Arlecchino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Geschichte von der Piratin in Venezia von Linda Weidmann. Kapitel 7. Und das letzte Mal bei Piratin in Venezia. Es darf niemand wissen, dass wir mit dem verschwindenden Schiff was zu tun haben. Pantalone! Pantalone! Die Colombina ist verschwunden! Einige Zeit später krabbelte eine kleine weiße Maus unter dem Deck der Santina, so lautet der Name von Captain O'Sullivans Schiff, herum. Auf jeden Fall hatte die kleine Maus sehr großen Hunger und auf der Suche nach was Essbarem entdeckte die Maus eine große Kiste, die ein kleines Loch hatte. Die 2 Meter lange Kiste sah sehr vielversprechend aus und so kletterte die Maus zielstrebig die Kiste hoch und huschte durch das Loch. Zur großen Enttäuschung der Maus war in der Kiste leider nichts Essbares drin. Nur eine junge, schöne Frau mit langen braunen Haaren lag bewusstlos in der Kiste. Die Maus war sehr fasziniert von der schönen Frau und beschloss sich, diese etwas genauer anzusehen. Sie krabbelte also vor das Gesicht der jungen Frau, um diese genauer betrachten zu können. In diesem Moment schlug die Frau die Augen auf und erblickte die kleine weiße Maus. Was? Wo? Das weg! Colombina, die soeben zu sich gekommen war, versuchte sich ganz eng in eine Ecke der Kiste zu quetschen. Die Maus tat dasselbe und verkroch sich in eine andere Ecke. Oh je, ganz ruhig bleiben. Bleib bloß in deinem Ecke, Müsli. Hallo? Ist da jemand? Arlecchino? Arlecchino, bist du das? Colombina? Arlecchino, da ist eine Maus! Colombina, Mäuse sind ganz lieb, die machen nichts. Die hat wahrscheinlich mehr Angst vor dir als du vor ihr. Okay. Wo bist du eigentlich? Die Kopfschmerzen, die Colombina nun verspürte, erinnerten sie daran, dass sie durch einen Unfall in der leeren Kiste gelandet war. Ich glaube, ich bin in einer Kiste, Arlecchino. In einer Kiste? Ja, bitte hol mich da raus. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kann nicht. Colombina blickte nun genervt mit einem Auge durch das Loch der Kiste. Ach, und wieso dann? Arlecchino, du bist ja angerettet. Ja, In diesem Moment öffnete sich die Luke, die vom oberen Deck herunterführte. O'Sullivan und Silver stiegen die Treppe hinunter und gingen direkt auf Arlecchino zu. Was soll dieser Lärm hier unten? Ist außer dir noch jemand hier? Nein. Mir ist langweilig, also führe ich Selbstgespräch. Es klingt aber so, als wäre eine Lady an Bord. Ja, ich töne halt gern. Wie, Frau? Ist das Problem? Ich habe ja gehört, dass du einen Dachschaden haben sollst, aber dass es so schlimm ist. Hey, ich habe vielleicht einen Dachschaden, aber dafür bin ich kein Pirat. O'Sullivan hatte sein Schwert gezogen und hielt die Schwertspitze an Arlecchinos Kinn. Arlecchinos Hände waren beide hinter seinem Rücken zusammengekettet und so war er O'Sullivans Klinge hilflos ausgeliefert. Hey, das Ding ist spitzig, damit kann man Leute verletzen. Das hast du ganz richtig erkannt. Jetzt hör mir mal genau zu, Schiffsjunge. Du kannst die Situation hier für uns alle ganz angenehm machen. Es wäre schon angenehmer, wenn das Schwert nicht so nah wäre und ich nicht angekettet wäre. Nun, da stimme ich dir zu. Die Ketten könnten wir dir vielleicht auch abnehmen. Oh, schön. Aber nur
wenn wir uns einig wären. Einig? Mit was einig? Du weißt ein bisschen zu viel. Was weiß ich? Dass wir mit dem Verschwinden der Schiffe was zu tun haben. Genau. Und ich weiß natürlich auch ganz genau, wie ihr das macht. Wie hat er denn herausgefunden, dass wir ein spezielles Pulver haben, mit dem man einen Schlafnebel erzeugen kann? Silver, du Trottel! Er wusste doch gar nichts! Ah, jetzt habe ich wohl keine andere Wahl. O'Sullivan holte mit dem Schwert zum finalen Schlag aus. Bitte nicht! Wenn Pantalone merkt, dass ich nicht zurückkomme, wird er wissen, dass was nicht stimmt. O'Sullivan hielt mit dem Schwert inne. Das stimmt leider. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeiten würdest? Für sie schaffen? Ich würde das Angebot annehmen. Und der Captain zahlt sehr gut. Und das Essen ist auch nicht schlecht. Essen? Arlecchinos Magen knurrte laut. Ja, arbeite ab jetzt für mich und du darfst essen, was du willst. Essen, was ich will? Das ist natürlich... Arlecchino sah, wie Colombina aus einer Kiste hinter Silver und O'Sullivan böse herausspähte. Nein, aber Essen... Was müsste ich denn machen? Natürlich darfst du niemanden von unserem Gespräch erzählen. Du musst fleißig an Bord anpacken und wenn wir zurückkommen, in Begleitung von Silver bei deinem Herren kündigen. Bei Signore Pantalone kündigen? Und natürlich müsstest du für immer bei uns an Bord bleiben. Für immer auf einem Schiff bleiben? Niemals! Ich würde mir das gut überlegen. Du behältst dein Leben, Mein Leben? ein höheres Gehalt als bei Pantalone, Mehr Stutz? 3 leckere Mahlzeiten am Tag. Das ist doch alles nicht so schlecht, oder? Also das mit dem Essen klingt schon sehr gut. Arlecchino spürte nun Colombinas tödlichen Blick. Aber ich würde Brighella, Tartaglia, Dottore und Colombina nie wieder sehen. Und der Pantalon ist zwar geizig, aber nicht herzlos. Genau zu diesem Zeitpunkt in Venezia. Gesundheit. Oh, irgendjemand redet über mich. Das spüre ich ganz genau. Wieder zurück unter Deck bei O'Sullivan und Arlecchino. Und trotzdem zahlt er schlecht. Und Sie sind ein böser Halsabschneider. Na, jetzt. Das macht Sie kein bisschen besser. Also. Sie Pirat, Sie Stockfisch. Jetzt reicht es. Silver, stopfen Sie dem das Maul. Nein. Silver knebelte Arlecchino. Du hast bis morgen früh Zeit, dich zu entscheiden. Vielleicht wird eine Nacht ohne Essen dich zu Verstand bringen. Komm, Silver, wir gehen. Nein. Als Colombina sich nun sicher war, dass die beiden Herren gegangen waren, kam sie aus ihrem Versteck hervor. Arlecchino! Arlecchino, bist du in Ordnung? Hä, was? Wag schnell, ich nehme dir das ab. Ich habe gesagt, ich bin schon in Ordnung. Ich habe aber sehr Hunger. Arlecchino, wie kannst du jetzt ans Essen denken? Aber Colombina. Ich bin schon ganz schwach. Oh je, du hast ja wirklich Hunger. Natürlich habe ich Hunger. Ich habe seit 1,5 Tagen nichts mehr gegessen. 1,5 Tage? Ui. Siehst du, Colombina, du hast auch Hunger. Ja. Schnell, Colombina, versteck dich. Nein, hab mich los!
Ich wusste, dass hier noch eine Lady ist. Was ist los? Wow. Nimm deine fetten Speckfinger von der Columbina weg. Columbina rannte zu Arlecchino, dieser stellte sich schützend vor sie. Oh je. Arlecchino, was machen wir jetzt? Ende von Kapitel 7. Geschichte von der Piraten in Venezia von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.